Servus beieinander und willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein kleines Wandervideo, ein Lost Place Video, ein Natur Lost Place Video. Und zwar geht es mal wieder runter an die Ammer, in die Ammerschlucht und wieder zu den Schnalzhöhlen, wie die dort Ansässigen sagen. Hauptaugenmerk diesmal ist aber nicht die ganze Höhlengeschichte, wobei die auch sehr interessant ist. Gibt schon ein Video, verlinke ich euch da oben. Nein, diesmal geht es an die Ammerdolmen, ja, an die Schnalzdolmen, Menhire, wie auch immer. Ja, das sind Steine, die stehen da schon ewig rum und die erodieren immer stärker und deswegen habe ich gedacht, mache ich ein kleines Dokumentationsvideo, damit es halt so ein bisschen erhalten bleibt. Weil es verschwindet immer mehr und jedes Mal, wenn es Hochwasser kommt, weil die stehen halt leider genau im Hochwassergebiet von der Ammer, dann spült es halt da ein bisschen weg, dann spült es ein bisschen Stein weg und dann spült es ein bisschen Sand weg und deswegen werden sie immer kleiner. Und man kann es halt zuschauen, jeder, der da wohnt, jeder, der die kennt, ich kann leider nur die letzten 60, 70 Jahre beurteilen, der sieht, dass die halt leider immer weniger und immer kleiner werden. Ist ein mythischer Platz, wahnsinnig viele Geschichten ranken sich da wieder drüber. Da gibt es die Geschichte von dem kleinen Mädchen, was zu den Schnalzhöhlen hochmarschiert ist. Oder kleines Mädchen, eine Jungfrau halt natürlich wieder, bis zur Hexenküche hinauf, verbotenerweise natürlich. Und als sie dann zurückgekommen ist, wahrscheinlich war sie nicht so ganz alleine da oben, dann ist sie halt unten mit den ersten Sonnenstrahlen zur Salzsäule erstarrt, also sprich zum Kalkstein. Ja, dann gibt es die Geschichte, dass diese ganzen Platten, die da stehen, also diese eigentlichen Dolmen, die relativ hoch teilweise sind, mit 3 Meter hoch ist, glaube ich, der höchste, die stehen in so einem Kreis und das war mal ein Mutterbaum, den haben sie dann, keine Ahnung, er ist gefällt worden, umgefallen, verfault, wie auch immer. Und das sind die Rinderreste, die von diesem Mutterbaum noch übrig geblieben sind. Also ganz ein mystischer Ort, Hexenzirkel, alles mögliche, Opfer und so weiter. Dann gibt es da noch einen ganzen Haufen mystische Symbole, die da drauf sind und mit allen möglichen Zeichen und so weiter. Und da ist es halt einfach so, alle Symbole, die man jetzt noch vernünftig erkennt, sind mit Sicherheit nicht original und keine alten. Es sind dann noch ein paar Sachen, da kann man gerade noch so erahnen, was das mal war. Das ist wahrscheinlich original, aber da sieht man halt leider überhaupt nicht mehr, was das eigentlich mal bedeutet hat oder was es für ein Symbol war. Also alles ganz spooky, so wie immer, gell? Ganzen Hexen, ganzen Geister, ganz alles Mögliche. Dem werden wir heute auf den Grund gehen. Ja, mir geht es darum, das zu dokumentieren, bevor es komplett wegerodiert ist und euch das so ein bisschen zu zeigen. Machen wir einen Ausflug dahin. Viel Spaß bei diesem Video.
Ach ja, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass es euch interessiert habt. Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut und mir einen Daumen nach oben lasst und ein Abo da lasst. Wäre natürlich total klasse. Ja, und nette Kommentare oder konstruktive. Kauf's kein Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Pfiat's euch.